hier wird alles zerstört werden. Ich weiß nicht, wem das entsprechen würde. Vielleicht, wenn wir jetzt zusammen einen Ausflug nach Bern machen würden und dort das Bundeshaus betrachten, obwohl das natürlich kein Tempel ist und auch nicht ganz so prächtig wie der Tempel in Jerusalem. Aber wenn ich mich jetzt da vorstellen würde und würde sagen, es wird nicht viele Zeit vergehen und dann wird hier alles in Schutt und Asche sein, dann würden mich wahrscheinlich manche für einen Spinner halten. Wenn das allerdings hinterher passieren würde, ja, dann wäre ich plötzlich der große Prophet. Und genau das ist ja einer der ersten Punkte, die wir beachten müssen. Das, was Jesus hier sagt, ist ein Ausweis seiner Göttlichkeit, seiner Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen und genau vorhersagen zu können, was die anderen Menschen eben nicht sehen können. Bibelkritische Theologen sagen dann selbstverständlich in ihrem Zweifel, ja, das ist Jesus erst später in den Mund gelegt worden. Also die Jünger haben das erst aufgeschrieben oder die frühe Gemeinde, als der Tempel schon sehr lange zerstört war. Und dann hat man so getan, als ob Jesus das vorhergesehen hätte. Solche zweifelhaften Propheten gibt es tatsächlich. Auch in der Gegenwart sind mir einige solcher Leute begegnet, die ihre Prophezeiungen einfach zurückdatieren, um dann besonders erfolgreich zu scheinen. Aber bei Jesus funktioniert das ja nicht. Warum? Weil wir wissen, dass das Lukas-Evangelium spätestens 64 nach Christus abgeschlossen war. Woher wissen wir das? Derselbe Autor, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, der Lukas, der Begleiter des Paulus, war ja auch der Verfasser der Apostelgeschichte. Und diese Apostelgeschichte hat er geschrieben, nachdem er das Lukas-Evangelium geschrieben hatte. Am Anfang schreibt er davon, lieber Theophilus, jetzt beschreibe ich dir auch noch weiter, was ist passiert, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Und wir alle wissen, die Apostelgeschichte endet mit der Gefangenschaft von Paulus in Rom, die noch nicht zu Ende ist. Noch wissen wir nicht, was nachher kommt. Das war der Wissensstand zu dem Zeitpunkt, als Lukas das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte abgefasst hat. Wir wissen aber aus der Kirchengeschichte, dass Paulus in der nerodianischen Verfolgung etwa 64 nach Christus gestorben ist. Also wie hätte Lukas dann 64 vorher denn dann wissen können, dass 6, 7 Jahre später der Tempel in Jerusalem zerstört werden wird? Denn da hat er ja die Worte Jesu aufgeschrieben. Also spätestens da haben wir greifbar, dass das nicht erst später Jesus in den Mund gelegt worden ist,